Oh mein Gott. Also ich habe jetzt mal wieder Bock auf so einen kreislichen Beauty-Filter. Ich schaue in Wirklichkeit nicht so aus. Viel besser, also viel realer. Aber ich habe jetzt keinen Bock gehabt auf Schminken, muss ich ehrlich sagen. Es ist immer lustig, wenn dann da so was Bohrisch rauskommt. Ne? Da gibt es ja noch eine Story dazu. Ich habe in meiner Klasse damals, in der Realschule, war aber eine super hübsche Klassenkameradin. Die war immer, also die sind Solarium gegangen und gestylt und Friseur. Da haben uns wir Dorfmädels immer angeschaut, wie die sie so toll herrichten kann. Auf jeden Fall waren wir dann mal in der Disco weg. Und dann sind halt ein paar Jungs gekommen und wir haben uns immer so bemüht, dass man es ja nicht versteht, dass wir irgendwie bayerisch sind. Also unser R haben wir nicht vertuschen können, aber ja, halt, man hat halt dann so ein bisschen bayerisch, hochdeutsch miteinander halt so gequatscht und so. Und dann kommt die Klassenkameradin und jeder so, oh, toll, tolles Outfit, schaut gut aus. Und dann kommt, Servus, was wollt's denn ihr da? Und dann waren die so abgeturnt, dann habe ich gewusst, Bayerisch schlagt ein. Also verbal, auf jeden Fall. Wenn du Typen los haben willst, mach einfach den Mai auf und hau einen bayerischen Slogan raus. Also an meine Mädels da draußen, auf jeden Fall. In diesem Sinne, das war's wieder mit Bavarian Storytelling. Auch noch dazu aus Rias Schatzkiste der Erfahrungen. In diesem Sinne, folgt mir, macht's Herz weg, verzählt es weiter, streamt mal Musik und bleibt am Ball. Ciao!